verehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, verehrte Abgeordnete, vielen Dank für die etwas schwierige Begründung des Antrags durch die Kollegin Frau Popp. Beim Antrag der Grünen handelt es sich um einen schönen Schaufensterantrag, allerdings ohne Substanz. Nur Vermutungen, aber keine Fakten, aber Sie haben richtig zitiert aus dem Ausschuss. Das muss man Ihnen eingestehen. Ich fühle mich geradezu berufen, hier im Rahmen meiner Redezeit einiges klarzustellen. Das Parlament hat einstimmig Anfang Oktober nach nur kurzer Debatte für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses mit einem umfangreichen Fragenkatalog sich entschieden. Der Ausschuss wird sich mit den Fragen zu Standortentscheidung, Planungsentscheidung, aber auch Finanzierung und Verantwortlichkeiten auch über die Rückzüge beschäftigen. Ein Untersuchungsausschuss, dessen Auftrag zur Erhellung und Aufklärung wir Sozialdemokraten ernst nehmen und uns engagiert beteiligen. Die Grünen nehmen mit diesem Antrag vorweg, was mögliche Ergebnisse dieses Untersuchungsausschusses sein könnten. Lassen Sie uns doch gemeinsam untersuchen, statt mit Vorverurteilung Stimmung zu machen. Entweder wissen die Grünen deutlich mehr als alle anderen Abgeordneten, dann hätten sie eben Fakten bieten müssen, oder es handelt sich bei dem Antrag um einen weiteren Versuch, die Problemlagen Berlins zu skandalisieren. Frau Popp, wenn Sie auch tausendmal durchs Land laufen und heftig mit den Armen fuchteln und Skandal proklamieren, wird Ihr Gezeter den Flughafen nicht eher fertigstellen. Was fordert dieser Antrag? Der Antrag fordert eine Sonderprüfung zur Umsetzung des Bauvorhabens Flughafen Berlin-Brandenburg. Mich wundert's. Hat nicht nach der Kündigung des Planungsbüros PB-BBI und hat nicht auch mit der neuen Bestellung des neuen Geschäftsführers Horst Ammann eine umfangreiche Sonderprüfung und Bestandsaufnahme stattgefunden? Warum jetzt eine erneute Sonderprüfung? Die Beantwortung dieser Sachfrage wäre in diesem Haus sicherlich auf neugierige Ohren gestoßen. Der Antrag fordert in seinem zweiten Punkt ein Verfahren einzuleiten, das Ersatzansprüche gegen Geschäftsführung und Aufsichtsrat geltend machen soll. Aber keine Erwähnung erfährt das eben schon benannte mit dem Planungsauftrag beauftragte Unternehmen oder weitere bauausführende Firmen. Die werden völlig rausgelassen. Warum stellen sich die Grünen so unkritisch auf die Seite derjenigen, die für diesen enormen Schaden mitverantwortlich sind? Statt also das Land Berlin aufzufordern, Ersatzansprüche für Schäden gegenüber dem Planungsbüro geltend zu machen, stellen die Grünen hier einen Persilschein für diejenigen aus, die das Debakel mit zu verantworten haben. Der dritte Punkt fordert die Abberufung derjenigen Aufsichtsratsmitglieder, die keine langjährigen Erfahrungen im Management komplexer Infrastrukturvorhaben aufweisen können. Von den 15 Aufsichtsratsmitgliedern sind 5 Vertreter der Arbeitnehmer, Betriebsräte, Gewerkschaften, weitere 2 Vertreter des Bundes, die mit 26% Anteilseigner am Flughafen sind, und die Länder Berlin-Brandenburg sind mit je 4 Vertretern im Aufsichtsrat vertreten. Die beiden Länder Berlin-Brandenburg sind mit 37% am Unternehmen beteiligt. Aber wie viele große Infrastrukturprojekte, wie viele Flughäfen sind in Deutschland komplett neu gebaut worden oder standen vor ähnlichen Herausforderungen? Keine. Wie viele Experten haben die Grünen in ihren eigenen Reihen, die professionell einen Bau eines Flughafens begleiten können? Keinen. Kein einziger Flughafenneubau der letzten 20 Jahre hatte eine ähnliche Dimension wie unser Flughafen Willy Brandt. Und weil in Europa und in der Welt nicht täglich ein Flughafen aus dem Boden gestampft wird, ist die Forderung nach erfahrenem Expertentum mit Vorsicht zu genießen. Vermeintliche Experten gibt es genug. Der letzte Punkt im Antrag der Grünen ist die schon an einigen Stellen geforderte Entlassung des Geschäftsführers Prof. Dr. Schwarz. Ist ja auch in medialer Aufmerksamkeit. Ich halte nichts von öffentlichen Rücktrittsverlangen, halte ich grundsätzlich gar nichts. Und ich wiederhole, wir werden mit diesem Untersuchungsausschuss eine Untersuchungsarbeit vornehmen und keine Verurteilung. Wir werden aufhellen und wir werden die institutionellen und individuellen Verantwortlichkeiten klären. Und dann kann man darüber nachdenken.